Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Tinykin. Warte mal, ich pfeife die mal schnell wach. Auf! Was geht ab? Wir müssen da was schaffen heute. Und zwar wird jetzt ein wenig da nur noch geseift. Wir müssen an diese Tür, so wie ich die Sache sehe. Iha! Blubberblasenflug. Okay, alles klar. Diese Leiter da ein Messer, ein Futtermesser auch noch. So, steck den Schlüssel in das Schloss dieser Tür. Das werde ich wohl tun. Zack. So. Jetzt aber das jetzt schon grauslicher irgendwie so. Hello, bla. Nichts wie los. Auf die Felder von Ambrose. Nach dir, Milo. Ach, das war noch gar nicht die Felder von Ambrose. Ich dachte, das wäre, ja, okay. Ich dachte, das da oben wäre schon Ambrose gewesen. Ja, dann. Ihr Leid. Dann müssen wir halt auf die Felder von Ambrose gehen. Wird uns halt nichts anderes übrig bleiben. Wie wir alle da. So, komm mal her, mach mal schöner Screenshot, oder? Weil es gerade so schön ist. So. Zack. Auf zu den Feldern von Ambrose. Also, was ist mit dir? Ja, ich bin schon dabei. So. Lande von Ambrose. Bewirtschaftete Felder, die das ganze Haus ernähren. Die Aufteilung der Erträge führt immer wieder zu Streitigkeiten. Das ist schlecht. Oha. Freunde, wir sind wieder einmal hier vereint, um Advents große Zeremonie gemeinsam einzuleiten, wie es Brauch ist. Wir alle gemeinsam. Gemeinsam? Das ist ja wohl ein Witz. Immer dasselbe. Zusammen werden wir den großen Kuchen erschaffen, die Leibspeise unseres Schöpfers, und sie ihm darbieten. Ihr werdet doch wieder nur in eurem Regal sitzen, während wir hungern. Was hält eigentlich Advent davon? Ich war schon bei solchen Zeremonien dabei und habe den Kuchen noch nie gesehen. Jetzt will ich schon nicht sagen, dass der Kuchen Lüge ist. Nur die bürgerlichen Schweine stopfen sich damit voll. So zeigen wir Advent, dass wir seinen Lehren folgen. Friede, Zusammenarbeit und... Jetzt langt's! Komm hier runter, dann zeige ich dir Zusammenarbeit. Das ist Unrecht. Revolution. Was geschieht hier gerade? Freunde, es gibt doch keinen Grund, einander so zu behandeln. Lasst uns keinen Grund, ja? Das mag für euch stimmen. Euch fehlt es ja an nichts. Jede Menge zu essen. Während wir den Kuchen backen, ernten wir keine Linsen für unsere Kinder. Beruhigt euch, ihr Bauern. Macht, was die Libelle euch sagt, wie sonst auch. Wenn ihr keine Angst davor habt, von Advent verflucht zu werden, können wir auch direkt da eingreifen. Riesenkäfergarde, macht euch bereit, diese Unruhestifter zu vertreiben. Bereit zum Einsatz. Wie jetzt? Wollt ihr uns verprügeln? Ich dachte, Advent mag keine Gewalt. Habt ihr etwa gedacht, wir könnten uns nicht wehren? Revolution! Versteckt alle Zutaten und richtet eine Streiklinie ein, Genossen! Ihr wollt essen? Dann fresst das, ihr Schmarotzer! Boing. Ich habe aber alles gesehen, der heißt Robespierre. Revolution! Chef! Das sind zu viele. Sicherheit auf offenem Gelände kann nicht gewährleistet werden. Jawohl! Haut ab, erhebt euch! Oh, der ist Kevara! Revolution! Wir kommen wieder! Wir können fliegen! Aha! Schließen Sie sich oben im Schrank in, aha! Lande von Ambrose. Oh, was eine schöne Butterfliese han. Rezept für ein Desaster. Cactus Crunch. Ah ja. So. Steckt da ein Brief im Kühlschrank oder was? Advent, Oh, Milo, du hast diese ganze traurige Szene gesehen, nicht wahr? Es ist schrecklich, einfach nur schrecklich. Die Zeremonie muss weitergehen, wir müssen uns beeilen, Milo. Das Volk weigert sich, auf mich zu hören, doch der für die Opfergabe zuständige Koch ist uns treu. Wer ist denn der? Ah, der da. Er heißt Remy, keine Ahnung. Bitte gehe ihn um Hilfe bitten.
Diese Libelle Seros scheint ja wirklich zu wünschen, dass der Konflikt endet. Und sie hat ganz eindeutig ein T-Sieb. Oh, sie kenn's. Wir können eine Eskalation wohl nur vermeiden und die Wogen nur glätten, indem wir diesen Kuchen backen. Der Koch Remy kann uns helfen. Ja. Okay. Alle müssen friedlich miteinander leben, ob sie nun arm sind oder reich, stark oder schwach. Kämpfe und Aufteilung in 2 Gruppierungen, das ist der Weg, den Artwind Krieg nannte. Wir brauchen diese Zeremonie, um wieder ins Gespräch zu kommen. Das ist unabdingbar. Lalalala. Geh und sprich mit dem Bäcker Remy, ich vertraue ihm absolut. Ja, ist doch gut jetzt. Kein Bock mehr so zu retten wie der Michael Jackson zu seiner besten Zeit. Auf geht's. So, zuallererst mal du mal ein bisschen zündle. Zack. Neue? Oh, gelbe? Was ist denn das? Oh, die haben Angst, guck mal. Was? Oh, das Mail. Könnt ihr keine Brücke machen oder was? Okay. Muss doch irgendwo bestimmt so Batteriedingsbus steht, das uns erklärt, was die machen genau. So, wie arbeiten wir uns dann halt vor? Ich will nur mit der nicht vorne reden, ne? Also zuallererst müssen natürlich die Dinger eben gesammelt werden, das ist klar. Das sammeln? Ah, das haben die vorhin geschmissen, gell? Jean Moulin. Nur zu, ihr Fieslinge. Wollt ihr meine Linsen klauen? Sucht ihr Streit? Ihr kriegt weder unsere Hilfe noch unser Quan. Ich warne euch, hier drin könnte es gut warm werden, denn mir ist danach alles niederzubrennen. Ja, mein eigenes Haus. Ich spiele nicht den Händen-Winzling. Der heißt Lakai. Ich spiele nicht den Helden-Winzling. Zahl und geh zurück an die Arbeit, sonst verprügeln wir dich. Warte, du Idiot. Halt. Knietack. Wenn dieser Prolet seinen Vorrat verbrennt, kann er nicht mehr zahlen. Denk doch mal nach, Lakai. Ach so, der da ist der Knittack. Vergiss es, sonst kriege ich wieder Kopfschmerzen. Gut, er wird stolz auf mich sein. Vive la Resistance! Was hat er da? Auf dem Schild. Ah, guck. So. Ja. Tira. Im Moment gucken die Riesenkäfer ungefähr so dumm, wie sie auch sind. Ich habe ein wenig Angst, dass sie Panik bekommen und wütend werden. Sie müssen diesen Aufstand ja niederschlagen, aber ohne wirklich jemanden zu schlagen, daran werden sie kaputt gehen. Bauern, wir wollen euch nicht verprügeln, aber uns wurde eben dies befohlen, wenn ihr nicht aufhört. Packt den Kuchen und hört auf damit. Wow. Ob ich noch mit dem quatschen kann. Korsett. Die Eliten fressen sich die Hucke voll und wir leben im Elend. Soll das Artwins große Vorsehung sein? Diese großen, umgekehrten Hüte? Sehe ich aber erst. Die sind unser Markenzeichen, verstehst du? Normal machen wir da Samen rein. Du siehst also, dass wir gerade einen Aufstand machen. Weil wir eben keine Samen mehr herumtragen. Alles klar? Findest du das nicht merkwürdig? Wir sollen für diesen tollen Artwin einen Kuchen backen, aber der ist nie hier zum Essen. Niemand hat ihn je gesehen. Kriegt er nie Hunger? Oh, ist der Robbes Peter. Der Robbes Peter. Sorry. Artwin ruft jene, die bereit sind, andere zu leiden und schützt jene, die sich aus der Sklaverei erheben. Hurra. Holt euch das Mehl zurück. Vergiss die Verdammung, vergiss die Erlösung. Wir sind die unerwünschten Kinder Artwins. Das wollen wir nur mal sehen. Mann, ich hab die Mandibel voll. Wir laufen uns hier Tag ein, Tag aus die Tassen ab und die da oben haben noch nie irgendwas für uns gemacht. Die Libellen und Motten geben uns nie nichts. Aufstand. Tag ein, Tag aus, sagst du? Ich habe noch nie vor Mittag dich auf deinem Feld gesehen und da wächst auch nie was Gescheites. An deiner Stelle würde ich mal den Ball flach halten, mein Freund. Kannst du nicht einmal zu mir halten, damit wir nicht wie zwei doofe Dorfdeppen dastehen, wenn wir mal was verändern wollen? Ja, wirklich die Heat falsch rum. Da muss ich doch gar nichts sagen. Du stehst auch ohne meine Hilfe wie ein doofer Dorfdepp da. Ja. Der geht her, erhebt euch Leidende dieser Welt, erhebt euch Gefangene des Hungers. Wir holen uns unser Stück vom Kuchen. Wir picken uns nicht nur die Rosinen aus dem Kuchen.
Ach, dick und doof. Aber bitte mit Sahne. Die werden sich jetzt verkrümeln. Unser Plan wird aufgehen. Euer Kuchen ist eine Lüge. Ah. Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. Der Stolli. Ey, haben wir es jetzt bald mit blöde Kuchen-Wortspiele? Schon hol ich mein Bäcker-Wortspiel raus. Und dann müssen alle leiden. Bisher hat noch keiner gesagt, dass das gut war. Die haben alle nur gesagt, Hä, was? Was her ist da? Ihr wollt mal geiler Bäckerwitz her? Sind ihr eigentlich doch sicher? Was ist das? Flasche. Gelbe Teilchen hängen sich aneinander, wenn du mit ihnen auf die Postamente zielst. Bist du wahrscheinlich. Du kannst tragfähige Brücken bauen. So. Ihr Leid, wenn nur noch Kuchen-Wortspiel kommt. Wie gesagt, dann bring ich meinen Bäckerwitz. Aber der ist schlimm. Meister Milo, Opa Grieskram hat mir zwar erzählt, dass die Welt außerhalb von Balnea anders aussieht, aber die Welt des Lichts macht einen ziemlich gefährlichen Eindruck. Wirst du alles in Ordnung bringen, wie du es bei uns zu Hause gemacht hast? Ah ja, alles klar, mache ich. Keine Angst, die ist nicht immer so. Nur manchmal. Was macht dann der? Wieso verschreckt dann der mich immer oder verschrecke ich denn? Bin mir noch nicht so ganz sicher. Raus hier. Ja. Viel Stress. Ja, die gute Boyflasche. So. Mach mal so wie gestern. Nee, das ist schon 3 Folgen her, ne? Uch, was ist denn das hier? Ah, das ist hier für dumme Viecher. Was? Ich halte diese Viecher nicht mehr aus. Ich weiß ja, dass die Leute Eierlein und Saft brauchen, aber es ist immer dasselbe. Ich will was von der Welt sehen, mal in die Hauptstadt reisen. Und das ist die Eierviecher, so wenn Eier herkommen, Fleisch. Hier gibt es aber eine Menge aufzuräumen. Viele Mistkäfer, die hier gearbeitet haben, haben sich nach Balnea verrollt, bis sich die Lage wieder beruhigt. Verrollt? Ich weiß noch, dass der Junge weg will von Ambrose. Aber ich habe keinen Ersatz für ihn und wir können jetzt nicht einfach alles hinschmeißen. Dann würden mit Sicherheit die Leute verhungern. Das tut mir sehr leid. So. Kann ich schon bauen? Ne, grüne habe ich noch keine. Schade. Ich mag doch die grüne. Wie viel habe ich denn gerade? 15. 15. Mit 5 und C. Da komme ich noch nicht hoch. Ist schlecht. Hübsch sieht's. Ah, das gefällt mir hier. Sieht gut aus. Ich meine, die haben halt die Fliese rausgerobbt und. Kann ich irgendwie was aufsammeln oder so? Nein, ne? Schön sieht's aus. Wirklich jetzt so. Guck mal, wenn ich drauf gehe. So. Wir müssen uns um unseren Garten kümmern. So. Ich laufe jetzt, wie gesagt, ne, erstmal unrum, auch mal, wie das Tier zugeladen ist. Nicht übel. Das ist ja der reinste Wucher. Was dann? Frische Tomaten, holt euch hier eure frische Tomaten. Frische Steine, ganz frisch. Ach du. Ambrose, Land der Tradition. Die ersten Braumeister sagen, hier wurde die Braukunst erfunden. Und man ahnt sofort warum. Die riesigen Pollen sind nicht besonders lecker, aber einfach üppig. Hier werde ich nicht den Gipfel meiner Kunst erreichen, aber es ist dennoch eine Ehre, an den Ursprung meines Handwerks zurückzukehren. Ich brauche 800 Pollen, um eine gute Ladung zu machen. Ich weiß, ich kann auf dich zählen, besonders da du weißt, wie gut ich dich für deine Arbeit entlohne. Yo. Yo, 800 Braucher. Missionar. Ich verkaufe Artwill-Medaillons. Sämtlicher Erlös geht direkt an den Tempel. Ich sage es dir aber ehrlich, das Geschäft läuft gerade nicht besonders. So, hier. Ach, der schon wieder. Oh Mann, im Ernst. Wir haben noch nicht so nach. Warum müssen die Demonstranten meine Post durcheinander bringen?
3/4 davon sind weg. Oh Mann, gar kein Bock. Kannst du die suchen gehen? Okay, wir brauchen 3 Stück, sehe ich das richtig? 4. Er hat doch gesagt, 3/4 sind weg. Naja. Grüß dich. Ich bin die Gründerin des Goldenen Mutterkorns. Schnecki. Du hast vielleicht schon von unseren guten Häusern gehört. Ich warne dich gleich. Ich gehe ganz in meinem Metier auf und ich mache liebend gern schlechte Wortwitze mit Brot. Ich. Also, die Wortwitze. Diese Revolte ist ein hartes Brot. Den Motten ihr Mehl wegzunehmen ist eine Sache, aber was ist mit uns? Wie sollen wir unser täglich Brot bekommen? Die nehmen meinen Kunden die Butter vom Brot. Denkt doch mal jemand an die kleinen Leute. Die sollen sich mal verkrümeln mit ihrer Revolte. Okay. Ihr Leid, ich hab's angekündigt. Ihr wollt mal krasser Bäckerwitz hören, den ich selbst erfunden hab. Eine einsame Arbeitsstunde. Okay. Man braucht ein bisschen Vorwissen dazu, was Teig ist und was nicht. Aber egal. Jetzt kommt der Witz. Aufpassen. Also. Der Hefeteig und der Salzteig treffen sich. Der Salzteig sitzt im Rollstuhl. Sagt der Hefeteig zum Salzteig: Hey Salzteig, warum huckst du im Rollstuhl? Sagt der Salzteig: Ich kann nicht gehen. Das war's. Wie hast du das geschafft? Dass dir die Tinykin einfach folgen. Wir kriegen sie nicht mal dazu, eine verflixte Schaufel zu halten. Wobei ich nicht weiß, ob sie überhaupt wüssten, was sie mit einer Schaufel anfangen sollen. Ja, nachdem die Produktion komplett angehalten wurde, denke ich, wir nutzen die Gelegenheit, um das Rennen in Zellerand mit Kindern anschauen zu gehen. Okay. Ist schneller gelesen gerade. Hat er gerade gemerkt, gell? So. Dann mal gucken. Wer das guckt. Was mache ich mit denen? Ich habe keine Ahnung. Okay. Was ist das? Toastbrot? Babbedeckel? Das ist Babbedeckel, ne? Ach, das sind Schilder, die gehen jetzt protestieren. Das ist auch frisch, aber sowas von. Was willst du? Was ist dein Problem? Heute Abend ist es soweit. Der letzte Kampf. Sie werden verlieren. Tut einen Teil, Genosse. Ich habe heimlich Anschlagbretter vorbereitet. Du müsstest diese Poster aufhängen. Ah, jetzt schnall ich das. Wir werden noch das letzte schlafende Gewissen aufhängen und zu uns in den Kampf holen. Liebe. Neues Ziel verfügbar. Alles klar, dann hauen wir dumm mal einer dran, ne? Zack. Wo war noch eine Fackel? So. Gibt's nix. Was ist denn das da für eine? Kauft meine Duftkerzen, meine Freunde. Im Ernst, tut das nicht für mich, tut es für euch. Wie das hier riecht. 1 oder 2 Mal im Leben zu baden würde euch gut tun. Also echt jetzt. So. Dann suche mal noch Anschlagbretter. Ich will da oben hin. Wie komme ich da drauf? So nett, ne? Aha. So aber. Und dann kann ich das Benetto aktivieren. Und ich brauche unbedingt grüne. Guck mal, ich komme doch gar nicht bei ohne grüne. Habe ich eigentlich schon genug verdient? 20. Und ich habe 23. Das zeigen wir hier. Okay, cool. Ja, das war jetzt nicht nötig gewesen. Das ist super. Da bin ich nämlich auch so nicht rum. Wieso werden die Musik jetzt so laut? So. Habe ich keine mehr. Wo gehen wir dann jetzt hin? Loniva zum Beispiel. Waren wir doch schon. Da komme ich gar nicht hin. Ah. Wo komme ich hin? Nee, auch nicht. Doch. So, boing. So, Chef, wie sieht deine Uniform aus? Und man soll dieses Gehabe. Das gehört sich für ein Haus wie unseres nicht. Unsere Kunden warten. Mach dich nützlich und geh diesen Mais warm machen. Benutzt die Erhitzungskiste da oben. Schneller, schneller. Ach, ich Schlacke. Ah, das nervt gerade. Ich sehe, dass ich so was machen kann. Ah ja. Die Chefköchin hat mir wieder die Suppenkelle über den Kopf gezogen. Für wen hält sie sich eigentlich? Wenn sie ein Spitzenrestaurant betreiben will, muss sie erstmal ihre Leute bezahlen. Hier hat einer geheiß. Der Beikosch und der Briel. Ja, hat sie aber recht. Wenn sie ihr Leid behalten will, muss sie bezahlen. Hä? Braucht ihr Geld oder was?
paar Grüne, endlich. Endlich ein paar Grüne. 8 Stück nur, aber egal. Oh, ja, guck. Brett. So. Wir schleppen 16 Eierlein. Und was kriegen wir dafür? Einen weiteren Tag auf den Buckel und noch mehr Schulden. Ja, das ist wirklich, also, hier, also. Ey, ohne Scheiß. Ich kann halt voll verstehen. Also, ne? Kenner geht ohne Geld arbeiten. Wer das macht, ist doof. Mhm. Und ja, ich weiß, was ich sah. Ich war nämlich doof. Was habe ich davon gehabt? Nix. Job ist weg. Haha. Macht nix. So. Ach, da gibt's gar nichts. Was mache ich dann hier? So. Also ich soll irgendwie eine Maiskolbe mir auch noch schnappen gleich, gell? Moment. Wo ist eine Maiskolbe überhaupt? Ich tue hier erstmal aufrahmen ein bisschen. So. Was ist das? Gelb. Rumski Bumski. Was geht denn hier? Wie viel brauchen wir da? 30 und ich habe 8. Uff, das ist Sackmehl oder Zucker, kann auch sein. Hoppla, wenn man das alles in einen Sack steckt, ist es eine ganz schöne Menge Linsenmehl nur für eine Feier. Schon, oder? Der Schöpfer ist offenbar ein stattlicher Kerl, sonst wäre das ja viel zu viel. Er leistet aber so viel, da hat er bestimmt einen gesunden Appetit. Er repariert alles im Haus und füllt die Kornspeicher auf. Und sogar deine Saatspeicher. Du beschwerst dich schließlich nicht, wenn Blumen aus deinem Schrank sprießen. Ja, aber das stimmt doch nicht. Arden war schon lange nicht mehr bei uns. Wie lange willst du dieses Märchen noch glauben? Oh, guck mal, da ist ein Rätsel drauf von Captain Cactus. So. Was von ihr dazu sagt? Der Karl Gustav. Mach bloß nicht bei dieser Revolution mit. Vom Plakatschwingen ist noch nie einer satt geworden. Und der Karl Speerg. Karlsberg, alter Schwede. Satt habe ich das allerdings. Geben wir ihnen noch einen richtigen Grund, sich zu beschweren. Hast du nicht gesehen, was Jean Molin da macht? Er dreht langsam durch und wir werden es abkriegen. So. Jean Molin dreht langsam durch. Und wir werden eine Lurch. Was ist da hinten dran? Au! Fackel. Mein Papa sagt, dass die Welt in Wahrheit wie ein großer flacher Kuchen ist, den eine riesige Schabe trägt. Und wenn man auf die Kruste zuläuft, fällt man irgendwann runter. Aber Papa redet auch viel Blödsinn. Das stimmt. Wieso redest du, dass die Welt von der Mutterkartoffel kommt? Oder wie war das? So. Wo ist dann der Maiskolben? Oh, Rosane habe ich noch. Die kann man immer gebrauchen. Nein, ist das nicht für Tölpel. Das ist nicht für uns, sondern für Artwin. Schade, das sieht nämlich schon nach Essen aus. Nach leckerem Essen. Wenn kein Pollen drin ist, dann lässt du es stehen, du dicker Dummkopf. Ich bin nicht dick. Nur kräftig gebaut. Stimmt, nicht dick. Hast da nichts verzählt. Silber, Fische, Silber. Wie seltsam, also so. Ob es noch andere Arten Fische gäbe? Entfernte Verwandte von uns vielleicht? Wegen die das Wasser auch? Ich wünsche, ich könnte mal welche treffen. Das ist ja eine Geiselnahme. Es gibt auch Leute, die wollen wieder an die Arbeit. Wenn wir nicht arbeiten, können wir auch keinen Nektar kaufen und keinen Domis. Was sollen wir da machen? Etwa Wasser trinken? Und wo sollen wir Essen herkriegen? Für Karl Otto, Karl Günther, Karl Peter, Karl Heinz, Karl Marx, Karl Gustav und Karl Finn, Karl Noah, Karl Kevin, Karl Emil, Karl Valentin, Karl Klammer, Karlsberg. Meine Güte, haben wir echt so viele oder hast du da gerade ein paar erfunden? Che. Moment, der heißt Che und er hieß einer Guevara oder sowas oder Kevara, irgendwie so. Ist es nicht schön? Ich hock hier ins Saufe, seit dieses Durcheinander losgegangen ist. Und alle sind so beschäftigt, musst du merken. Vive la Revolution. Auf dein Wohl. Klein Musbichte draus gemacht, so ist richtig. So. Mit dem Burger kann ich bounce, gell? Yep. Bouncy, bouncy. Na komm. So.
Wir sind ja, das haben wir bestimmt noch gar nicht gemerkt, ne? Immer noch, ich meine, wir sind halt neu hier, ne? Mit anderen Worten, erstmal umgucken und vor allen Dingen Zeichen sammeln, für alle, die neu sind. Wer auch immer in der 11. Folge oder was das, glaube ich, ist, neu insteigt beim Let's Play. Könnte man hier sogar machen, weil es ist halt immer dasselbe. Laufst halt rum, du mit Leid quatsche und dann gehe ich wieder. Dann gehe ich ins nächste Level. Haben wir da unten schon? Man kann das sehen, dass es einfach nicht mehr gibt hier. Nicht mehr Grüne gibt, weil das langt halt einfach immer genau. Ah, ne, da waren wir noch nicht. Das langt immer genau, ne, von der Höhe her. Dass wir überall da drauf kommen. So. Ah ja, und auf den Tisch. Auf den Tisch. So, da oben waren wir noch nicht. Da auch noch nicht. Ach, da ist der Maiskolben. Ah, gut. So, pass auf, dann, was brauchen wir da? 20? Ich hab keine 20. Ich hab nur so viel. 11. Das packe, ey. Oder oben sind noch. Ah. Ja, da unten ist der Döner. Der Donut. Den Döner hätte ich jetzt auch Bock drauf. Ich hab mal Bock auf Döner. Guter Gemüsedöner. Beste. Okay, ich glaube, jetzt komme ich halt hier nicht weiter. Ne, da komme ich nicht mehr. Kann ich da hochlaufen? Ne, da komme ich nicht mehr drauf. Das geht nicht mehr weiter hier. So. Ich will aber noch nicht auf den Tisch. Ich will mich nur... Oh, komm mal da unten. Ganz dicker. Zack. So. Warte mal, da oben. Haben wir eigentlich neue Gelbe dazu gekriegt? 12 Stück, ja, das kennt lange, oder? Wir haben doch da irgendwo da. Oh, jetzt. Mann. Mach doch mal. So, jetzt hat. Ja, guck, wir haben nämlich hier doch da angefangen, das Ding zu bauen, ne? Was bauen wir da? 40! Das dauert noch. So. Ich würde gerne noch irgendwo. Ach, guck mal, da oben können wir noch hingehen, ne? So. Wir haben jetzt grüne. Ne, langt noch nicht. Langt noch nicht. Nicht. Hier vielleicht? Au. Sorry, voll drauf gehupst, ey. Kauf meinen 100% offiziellen Saft aus regionalem Anbau. Bio, absolut für den Verzehr geeignet. Schleimig, aber sättigend. So ein Eierlein. Ah ja. Ich muss so noch ein paar Plakate aufhängen. Ich will zumindest mal noch irgendwo gucken, ob ich ein Plakat irgendwo... Ah ja, da ist das Feld. Wo war ich noch nicht drin? Gehen wir da noch hier, oder? Ich glaub jetzt nicht, dass da ein Plakat irgendwo ist. Hoppala. Ich bin noch nicht noch. Schade. Okay. Komm ich nicht nuff. Tut mir leid. Was haben die jetzt zu sagen? Milo! Unsere Suche nach dem Signal wurde unterbrochen. Die Bauern lehnen sich gegen die Libellen und die Adventszeremonie auf. Also, ich hoffe, dass die Riesenkäfer die Situation bewältigen können, aber falls nicht, haben wir keine andere Wahl als einzugreifen, die Felder niederzubrennen, Ambrose im Namen des Schöpfers Bennett, bist du wahnsinnig? Solange ich Schildwanze anführe, wird es niemals so weit kommen.
Kannst du dir vorstellen, dass die Libellen die Motten davon abhalten, die Riesenkäfer auf die Bauern zu hetzen? Was? Ich verstehe gar nichts mehr. Was ist unser Zweck? Was wollen wir bewirken? Solaria? Wir gehen. Nach Celerion. Die Libellen können der Kompanie keine Befehle erteilen, wenn ich da oben bin. Und wir können weit weg von all diesem Chaos weiter nach dem Signal suchen. Ja, vielleicht besser. Besser als Felder zu verbrennen. Sag mal, was ist dann mit dir los, ey? Kann ich nicht machen, ne? Was ist hier los? Ah, ich sterbe. Sag meinem lieben Larvchen, dass ich sie lieb hab. Was ist denn jetzt wieder los, du Faulpelz? Hör auf herumzualbern, mach dich wieder an die Arbeit. Aber ich hab mir gerade die Kniescheibe gebrochen, Chef. Du hast gar keine Kniescheiben, John. Hm. Ja, und? Vielleicht ist es Phantomschmerze, hä? Vorsicht. Ah, neue Grüne. Sehr gut. So. Und ist doch hinten auch Grüne? Jawohl, ja. Oh, schön, 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 schön. Grüne. Bestes. Grünes ist gesund. Oh, die Katze und der Hund. Aha. Guck. Zack. So. Habe fertig. Also ich wollte noch ein Plakat aufhängen. Das habe ich hiermit erledigt. Germali. So. Kann ich da hinten davor haben? Was ist das da? So. Ihr Leid, mir sind... Guck mal, gehen da oben noch die Libelle. Ne, die gelbe... Ach ja, die kriegt da Kacke irgendwann. So. Schmeißt die Paar, wo wir Hand, schmeißen wir da hin, ne? So. Was willst du, Franz? Franz meinte... der Mutschik. Franz meinte, ich soll mir einen Vorrat anlegen, weil morgen wegen der Revolution die Regale leergefegt sein werden. Da muss ich mal schauen, wie viele Kisten mein alter Rücken noch schafft. So, ihr Leid. Was tanzt denn der da so rum? Ah ja. Das war's für heute. Blop, blop, blop. Machen wir morgen weiter. Und dann gucken wir mal, ob wir die Revolution da... Also ich hoffe nicht, dass diese wirklich hier irgendwie die armen Bauern hier niedertrampeln oder so. Also, oder die Felder niederbrennen. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Bauernproteste hin oder her, aber irgendwo langt's danach, ne? So, guck mal hier, wir holen uns dann noch ein bisschen Explosives. Und dann gehen wir da weiter hoch und dann gucken wir irgendwo runter. Boah, cool, voll viel. Was haben wir geredet? Ah, 16. Auch aber noch mehr. So. Ah ja. So, jetzt bin ich hier oben am Mixer. Alles klar. Alles klar, ihr Leid. Wie gesagt, viel Spaß im Rest vom da. Moje Frieden A. Um 15:30 Uhr schalten wir wieder in. Dann kennen wir mich am Spiele sehen. Das war ja schon fast saarländisch. Jetzt wird es wirklich Zeit, dass ich aufhöre. Hopp, ihr Leid, bis morgen. Tschö. Ja.